Leif Kanner, leif Jungfren, leif Leid alle Guten. Gëtt et net etwas, wat mir uns alle Gute wünschen, jung an alt. Nämlich, alles soll gut gehen. Der's nicht gut ist, der summer doch so viel. Et hängt uns zu den Ohren raus. Vielleicht kommt lo ein oder den anderen, da de besser vergessen, wieder an der Vakanz wird. Mich spätestens, wann ihn hinkommt, an et am Haus nach immer noch Überschwemmung riecht, wann ihn ob Handwerker werk, die der Erbisch nicht nur kommen, wann ihn an der Nachbarschaft, an der Gewahn nach immer die Schuld vom Heichwasser geseit, oder wenn man durch die neuen Corona-Varianten immer weiter Buchstaben vom griechischen Alphabet lehren, dann ist sehr zurück an der Realität. Und da gibt es ja auch noch die mit persönlichen Schicksalen, wo man wünschen, alles soll gut gehen. Am Markus-Evangelium begegnet uns diese Sonntag ein Satz über den Jesus. Hier wird alles gut gemacht. Ein Mann, den nicht hören und doch nicht schwätzen kommt, nachdem der Jesus für ihr Gebet an ihr bereit hat, hören und korrekt schwätzen. Bräuchte man nicht auch Haut, so Wunder an unserer Welt, so Heilung an unserem Leben, dass alles gut geht. Nun Heichwasser hatte man jo für ein paar Wochen Großputz an der Gemeinde Großbad Mompisch. Mit 3 Leben Großbader Mammen, wo ich am Gespräch komme, und ich sagte, ich muss mich mal ein bisschen mehr mit den 7 Ploen aus der Bibel beschäftigen und demnächst einmal darüber predigen. Corona, Heichwasser, was kommt als nächstes? Und tatsächlich ist das doch ein Gedanke, den ich nicht losging, was kommt als nächstes? Wir sind die letzten Jahrzehnte heute zu Lützeburg schräg rumgekommen. Aber prinzipiell ist das doch positiv. Wohl, wie ein Heich herabkommst, kann Dave fallen. Und die 3 Großvater Madammen haben mich am Tag geguckt und sagten, oh nee, Herr Pastor, predigt lieber, nach Regen kommt Sonnenschein, etwas Positives, wenn ich glift. Und das lief alle Guten, das gebe ich auch gern machen. Allerdings, als Christen, sollten wir uns nicht mit frommen Illusionen verstoppen. Wir sollten schon die Realität am Tag gucken, uns nicht mit billigem Trost zufrieden geben, weil alle hopp, das geht doch schon. Das klingt zwar gut, wenn wir wirklich am Leders, den hält uns das nicht auf. Mit unseren Erfahrungen aus der letzten Zeit, mit unseren Wünschen, es soll alles gut gehen. Kommt, gucken wir mal nach ein Kehr die Bibeltexte, die Kirche uns für diese Sonntag proposiert. An unserer echter Lesung gehen wir mit Ragehol an Zeit ungefähr 580 vor Christus. Der Babylonier König Nebukadnezar hat Israel, das versprochene Land erobert, vielleicht für alle Deliten von Israel nach Babylon deportiert. Den Tempel zu Jerusalem, der Platz, wo Gott für sie präsent war, zerstört. An dem tritt ein Prophet ab. Also wir finden wir am Buch Jesaja irren. An dem
sieht dieser Prophet der Leid an ihrem Exil, hei, verzweifelt nicht, seid stark, hat keine Angst. Und das gilt auch für uns auch. Keine Angst, stark bleiben, nicht verzweifeln. Gerade wo manche Entwicklungen an der Welt uns Angst machen könnten, wo manche persönliche Schicksale gällig Kraft kascht, wo Verzweiflung droht, denn Herrgott wird seine Revanche holen. Vergeltung wird geschehen. Allerdings, keine Revanche, keine Vergeltung, wie ihr sie da holen will. Er selbst wird kommen und euch retten. Und da beschreibt der Prophet, wie alles gut geht. Und tatsächlich, 50 Jahre nach diesem Hoffnungswort am David Miser, also so ein Historiker und Bibelwissenschaftler, geschieht die Revanche, die Vergeltung vom Herrgott für Israel demals. Reich von den Babylonier wird von den Perser erobert. An denen ihre König Kyrus erlaubt den Israeliten am Exil nicht hin, an ihr Land zu gehen. Aber für allem, sie dürfen auch den Tempel zu Jerusalem nicht abbauen. Ein 50 Jahre werden, bis es nicht aufhängt, gut zu gehen. Hei und do, leif Leid, braucht ich Geduld. Viel Geduld. Immens viel Geduld. Und das erleben wir zur Zeit ja so ähnlich. Lang geschieht nicht alles direkt. Und direkt als auch vieles überhaupt nicht möglich. Demals, nun Freitag, den 13. am März, für einem Jahr, wo wir alle am Lockdown gegangen sind, hatte man doch gedurcht, ein paar Wochen aufpassen, brav daheim bleiben, und dann haben wir es gepackt. Und ihr wisst alle gut, wenn man nur noch immer da knallen. Und trotzdem, die 3 Großvater Mammen hatten nicht Unrecht. Nach Regen kommt Sonnenschein. Just, wir brauchen eben Geduld und Gottvertrauen. Es wird sich für uns erfüllen. Auch für uns geht es gut. Das kann aber auch durchaus sein, dass man das nicht mehr hier an diesem Leben erleben. Aber auch das muss uns nicht fertig machen. Als Christen, da sind wir immer mehr weit. Als spätestens an der Ewigkeit wird dank dem Jesus für jeden das geschehen, was uns den Lesungstext ankündigt und den Evangelien extrem beschreibt. Alles geht gut. Und das wird auch geschehen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist uns realistisch-christliche Hoffnung für diese Zeit, aber auch für die Ewigkeit. Eben so, wie nun auch am irgendwann der Sonnenschein kommt. Und dafür dürfen wir uns an unserem Leben und den Jesus zahlen. Hier wird alles gut gemacht. Ja, aber bis das dann noch für uns definitiv wirklich geht. Egal, was nach alles passiert. Verzweifeln wir nicht, sind wir stark, haben wir keine Angst. Und dazu soll den Herrgott euch segnen, der Pap, der Jung und den Heiligen Geist. Amen.